Ich möchte ganz kurz anknüpfen an das, was Sie gesehen haben, mit zwei, drei Dingen. Und zwar möchte ich auf eine Szene hinweisen, die ganz kurz zu sehen war, und zwar im Zusammenhang mit dem Untersuchungsbericht der sogenannten 9/11 Commission des amerikanischen Kongresses. Da gab es eine ganz kurze Bildszene, da stand ein dunkelhaariger Herr, der heißt Philipp Zelikow. Und dieser Philipp Zelikow ist Historiker, war aber auch schon hochrangiger Mitarbeiter in verschiedenen amerikanischen Regierungen und auch bei der CIA. Und dieser Philipp Zelikow, das war der Mann im Hintergrund für die 9/11 Commission, der hat die Fäden gezogen. Und Philipp Zelikow hat sich insbesondere mit einer Thematik auseinandergesetzt, nämlich mit der Schaffung öffentlicher Mythen. Das ist eine seiner bevorzugten Themen. Ich überlasse Ihnen die Schlüsse daraus, dass ausgerechnet dieser Mann im Hintergrund sozusagen für diese Kommission tätig war. Denn was hier, und das hat Matthias Bröckers ja auch nochmal sehr schön gesagt, was hier zum Ausdruck kommt und was ja bis heute sozusagen in vielen Politikbereichen der Bezugspunkt ist, ist eben dieser 11. September und es ist der öffentlich geschaffene Mythos dieses 11. September, mit dem Politik gemacht wird. Sowohl Außenpolitik, Terrorismusbekämpfung als auch Innenpolitik. Ich denke, das kann man vielleicht, wenn man den Film mehrmals gesehen hat, dann kommt das dann auch besser rüber. Inzwischen haben wir natürlich ein neues amerikanisches Jahrhundert, nämlich das Jahrhundert von Obama, und da wird ja alles besser. Ich hatte in dem Film gesagt, die amerikanische Politik vermittelt die Botschaft für andere, schafft euch Atomwaffen an, dann werdet ihr anständig behandelt. Das ist unter Obama nicht mehr aufrechtzuerhalten. Pakistan hat Atomwaffen und Pakistan wird nicht anständig behandelt. Pakistan wird im Gegenteil durch die neue Obama-Strategie weg vom Irak, Konzentration auf Afghanistan und Pakistan unter dem Stichwort APAC, so heißt das ganz offiziell in den USA, destabilisiert. Mit unabsehbaren Konsequenzen. Ein Atomstaat, der ökonomisch instabil ist, der ethnisch instabil ist, der in seiner demokratischen Entwicklung stehen geblieben ist, eine ganz hochbrisante Angelegenheit. Und das unter dem großen Hoffnungsträger Obama, der unter dem Motto Change angetreten ist, also Wechsel. Also wir können eigentlich nur hoffen, dass dieser Wechsel nicht so ausfällt, wie das jetzt sich anbahnt. Das wäre wirklich fatal. Der Bezugspunkt, den ich gewählt habe zu dem Historiker Zelikow, hat auch etwas mit dem zu tun, wenn ich jetzt sozusagen den Faden spinnen soll von diesem Film, beziehungsweise von den Ereignissen des 11. September im Jahre 2001 zu dem Jahre 2009 und den aktuellen Entwicklungen, die wir seit 2 Jahren in der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise erlebt haben. Man kann also wirklich sagen, dass im Jahre 2001 immer noch die Vorstellung in der amerikanischen Regierung vorherrschte, wie sie in diesem Papier, was ja hier gezeigt wurde, Rebuilding America's Defenses, also aufgezeigt wurde, denn dieses Papier ist von einer Denkfabrik erarbeitet worden, dem American Enterprise Institute. Und innerhalb dieses Institutes gab es eben ein besonderes Projekt. Und dieses Projekt nannte sich Project for the New American Century. Das bezieht sich darauf, dass das ursprüngliche erste amerikanische Jahrhundert 1944 begonnen hat mit der Konferenz in Bretton Woods, wo die Nachkriegsordnung festgelegt wurde, insbesondere auch die Nachkriegsweltwirtschafts- und Weltfinanzordnung, wo der Dollar sozusagen als Weltleitwährung initiiert worden ist. Es gab damals eine Gegenstimme, eine gewichtige Gegenstimme dagegen, dass der Dollar weltweit
die Weltleitwährung werden sollte. Das war John Maynard Keynes, der berühmte britische Ökonom. Der wollte nämlich eine andere Leitwährung, den sogenannten Bancor. Das wäre eine Kunstwährung gewesen, die in etwa dem entspricht, was heute beim Internationalen Währungsfonds Sonderziehungsrechte heißt. Die Amerikaner haben aber dann sich durchgesetzt und haben den Dollar als Weltleitwährung installiert, und das war der Beginn eines in der Tat amerikanischen Jahrhunderts. Und dieses amerikanische Jahrhundert sollte in der Vorstellung von Paul Wolfowitz und anderen, die dieses Papier 2000 geschrieben haben, Rebuilding America's Defenses, sozusagen ins 21. Jahrhundert unter den veränderten Bedingungen verlängert werden. Und nun sind wir im Jahre 2009 und haben gerade oder erleben immer noch die weltgrößte Finanz- und Wirtschaftskrise. Und es sieht so aus, als ob dieses 2001 noch vorstellbare, aus amerikanischer Sicht noch vorstellbare, neue amerikanische Jahrhundert sich nicht wird realisieren lassen. Denn wir müssen ja Folgendes sehen: Die amerikanische Macht und die amerikanische Fähigkeit zur Machtprojektion nach außen beruht ja auf zwei Säulen. Eine Säule ist für jedermann sichtbar die militärische Überlegenheit, zu Wasser, zu Lande, zu Luft und im Weltraum. Aber die andere Säule der amerikanischen Machtdominanz ist natürlich der Dollar als Weltleitwährung, über den sie als Nation selbst verfügen, in den alle anderen Staaten erwerben müssen, um ihre eigenen Währungen abzusichern, um im Welthandel die Dinge kaufen zu können, die eben im Welthandel alle wichtigen Güter werden im Welthandel in Dollar gehandelt. Und den sie natürlich auch benötigen, um, insbesondere wenn sie Schwellen- und Entwicklungsländer sind, um ihre Schulden bezahlen zu können, die sie in den letzten Dekaden haben aufnehmen müssen. Und nun, am Ende der wahrscheinlich schlimmsten Phase dieser Weltfinanzkrise, ich sage das mit aller Vorsicht, sieht es so aus, als wenn dieser Dollar mittelfristig als Weltreserve und Weltleitwährung nicht mehr zu halten ist. Wenn ich sage mittelfristig, lasse ich bewusst offen, um welchen Zeitraum sich das handelt. Aber es gibt eben starke Indizien dafür, dass der grandiose Vorteil der Vereinigten Staaten, sich nämlich in der eigenen Währung weltweit unbegrenzt verschulden zu können. Das ist der grandiose Vorteil, wenn ich als Nation mit meiner Währung über die Weltleitwährung verfüge, dass diese Zeit sich über ein Ende zuneigt. Welche Indizien sind das? Sie haben vielleicht hin und wieder mal das Kürzel BRIC-Staaten gehört. Dahinter verbirgt sich BRIC, Brasilien, Russland, Indien, China. Diese Staaten haben in den letzten Jahren sich immer mehr in ihren wirtschaftspolitischen Vorstellungen angenähert, und sie haben etwas getan, was vor der Finanzkrise völlig undenkbar gewesen wäre. Sie haben nämlich vereinbart, dass sie auf vielen Feldern den Handel untereinander in ihren eigenen Währungen abwickeln und nicht in Dollar. Das hätte vor dem Ausbruch der Finanzkrise wahrscheinlich keiner dieser Staaten so offen gewagt, solche Abkommen abzuschließen. Heute ist das möglich. Die Volksrepublik China verfügt über die weltweit größten Währungsreserven, davon etwa 70% Dollar. Diese Reserven sind zum Teil in der amerikanischen Industrie angelegt, aber nicht in strategischen Teilen der US-Industrie. Die sind tabu
Buch für die Chinesen, aber zu einem sehr großen Teil in amerikanischen Schuldverschreibungen, also in sogenannten Treasuries, das heißt, das sind die üblichen Verschuldungspapiere des amerikanischen Finanzministeriums, die eben zu großen Teilen von China gehalten werden. Diese riesigen Devisenreserven von insgesamt über 2 Billionen Dollar haben die Chinesen natürlich erworben über ein Konstrukt, das sich eben ergeben hat im Laufe der Jahrzehnte über die wirtschaftlichen Verflechtungen. Die Ökonomen sagen, das sind die sogenannten Ungleichgewichte im Welthandel. Man kann es aber auch einfacher ausdrücken. Es ist wenn man so will, vergleichbar dem Golfstrom, eine ökonomische Situation, die folgendermaßen aussieht. Die Vereinigten Staaten haben sukzessive ihre Industriekapazitäten ausgelagert in andere Bereiche der Welt, zugunsten des Finanzsektors, wo die Masse der Wertschöpfung in den USA stattfand. Und an die Stelle der heimischen Produzenten sind ausländische Produzenten getreten, weil dort billiger produziert werden konnte, weil dort Umweltstandards nicht so eingehalten werden mussten wie in den Vereinigten Staaten und tausenderlei Gründe mehr. Und ein Großteil dieser Unternehmen sitzt eben in Asien und eben dann auch in China. Und die exportieren das, was sie herstellen, in die Vereinigten Staaten. Und die Vereinigten Staaten bezahlen das mit Dollar. Und dann gehen die chinesischen Unternehmen zu ihrer Zentralbank und sagen, wir möchten diese Dollar in Yuan umgewechselt bekommen. Und dann liegen diese Dollar bei der chinesischen Zentralbank. Und diese werden dann, damit sie Zinsen bringen, in amerikanischen Staatspapieren angelegt. Das ist also eine Art ökonomischer Golfstrom, der sich dort entwickelt hat. Und dieser Golfstrom ist jetzt erheblich gestört, weil China offensichtlich unwillig ist, dieses Spiel weiter zu treiben, weil sie wissen, dass ihre Dollarguthaben in Form von amerikanischen Schatzpapieren möglicherweise keine Guthaben, sondern Schlechthaben sind. Von Seiten der USA aus gesehen ist es eine Schuld gegenüber China. Und diese Schuld ist mittlerweile so groß geworden, dass eigentlich jeder vernünftige Mensch weiß, dass die Vereinigten Staaten, die eben in ihrer eigenen Währung gegenüber dem Rest der Welt der höchst verschuldete Staat sind, diese Schulden nicht mehr zurückbezahlen werden können. Und deswegen hat China bereits angefangen, seinen Außenhandel, also zunächst einmal haben die Chinesen in der Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise ein riesiges Konjunkturprogramm für ihre Binnenwirtschaft aufgelegt von fast 700 Milliarden Dollar. Aber sie sind auch dazu übergegangen, ihren Außenhandel, also ihren Export, umzuschichten, weg von den USA hin in den asiatischen Raum. Und zwar nicht auf Dollarbasis, sondern wiederum auf der Basis der jeweiligen nationalen Währung. Ein weiteres Anzeichen ist für einen wirklichen Wechsel in den globalen Kräfteverhältnissen, jetzt ökonomisch gesehen, dass die ASEAN-Staaten die haben eine eigene Entwicklungsbank, die nennt sich Asian Development Bank. Die haben ihre Mittel vor etwa 3 Monaten massiv aufgestockt. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben diese asiatische Entwicklungsbank mit kräftigen Kapitalspritzen ausgestattet, damit sie als asiatische Entwicklungsbank im asiatischen Raum so agieren kann, um die Wirtschaftsentwicklung anzutreiben, wie der Internationale Währungsfonds das normalerweise bisher getan hat. Der Internationale Währungsfonds, der hat nur einen Nachteil aus der Sicht derjenigen, die bei ihm Kredite gewährt bekommen. Ihm werden nämlich sogenannte Konditionalitäten auferlegt, das heißt Bedingungen,
zu denen es Geld gibt oder nicht. Wir erleben das gerade in der Ukraine, wir erleben das in Lettland, wir erleben das in Litauen und auch in Ungarn und in Island. Diese Bedingungen oder Konditionalitäten heißen immer, ihr müsst euren Haushalt konsolidieren, ihr müsst eure Währung stabilisieren, ihr müsst Subventionen abbauen, ihr müsst Sozialleistungen kürzen und eure soziale Infrastruktur privatisieren. Diese Konditionalitäten sind immer darauf gerichtet, dass die Empfängerländer mit dem Geld, was sie erhalten, in die Lage versetzt werden, ihren Zins- und Tilgungsdienst gegenüber den großen Privatbanken dieser Welt, bei denen sie verschuldet sind, zu bedienen. Also der Internationale Währungsfonds ist so etwas, wenn man es etwas salopp ausdrücken will, wie das Inkasso-Unternehmen der großen Banken dieser Welt. Es würde jetzt so weit führen, aufzuzeigen, wie diese Entwicklung seit dem Ende des Bretton Woods-Systems 1973, als die Amerikaner sich vom Gold gelöst haben, das heißt gesagt haben, was bis dahin galt, gilt jetzt nicht mehr, dass jeder Dollar, der auf der Welt im Umlauf ist, von der amerikanischen Regierung in Gold erstattet wird, wenn er eingelöst wird. Das hat Nixon 1973 einseitig abgeschafft. Und seitdem ist der Dollar eben nur noch Papiergeld. Wie gesagt, diese Entwicklung jetzt nochmal zu rekapitulieren in dieser relativ kurzen Zeit, das ist schwierig, will ich hier auch nicht tun. Ich will nur darauf hinweisen, dass genau in dieser Zeit, ab 1973 bis Ende der 70er Jahre, durch die verschiedensten währungspolitischen Maßnahmen der Vereinigten Staaten und der amerikanischen Zentralbank die sogenannte Schuldenkrise der Dritten Welt begonnen hat. Und an dieser Schuldenkrise leiden natürlich alle Staaten der Dritten Welt, aber auch Schwellenländer bis heute. Und obwohl sie in diesen Jahren weitaus mehr zurückgezahlt haben, als sie je gebraucht haben, das kommt durch den Zinsdienst. Also an dieser Geschichte, an diesen drei Beispielen sieht man, dass sich hier etwas ändert im Weltgefüge. Das heißt noch nicht, dass die Vereinigten Staaten nun ein Papiertiger wären oder nicht mehr in der Lage wären, ihre politischen Vorstellungen auch nach wie vor in weiten Teilen umsetzen können. Aber es passieren eben Dinge, die bis vor 2 Jahren nicht möglich gewesen wären oder Dinge, die die Amerikaner verhindert hätten. Ich erinnere daran, dass vor 5 Jahren etwa die Amerikaner Japan verboten haben, einen Gas- und Öldeal mit Iran auf Yen-Basis zu machen. Dort sollten also Japan und die Japaner wollten in die iranische Gas- und Ölindustrie langfristig investieren, aber eben auf Yen-Basis, und das haben die Amerikaner verhindern können. Das könnten sie wahrscheinlich heute nicht mehr, weil sie zu schwach geworden sind. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass diese Verschiebungen, die sich jetzt andeuten, die sind von vielen Leuten, die, sagen wir mal, so ein bisschen seismisches Gespür haben, sind die schon seit Jahren thematisiert worden. Zum Beispiel von dem amerikanischen Politologen und ehemaligen auch Diplomaten, der das Japan-Institut in den USA leitet, der heißt Jarvis Johnson. Der hat schon vor 8 Jahren ein Buch geschrieben, Blowback, die Überdehnung des amerikanischen Imperiums, wo er schon bestimmte Dinge angesprochen hat, die sich heute eben auch konkret zeigen. Ich erinnere aber auch an André Gunther Frank, einen deutschen Immigranten, der in den USA dann Ökonom, Professor war. Der hat vor 5, 6 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Reorient, die Rückkehr Asiens. Das kommt demnächst im Kai Humilius Verlag wohl im September auch auf Deutsch raus. Dürfte hochinteressant sein. Ich erinnere an Kishore Mahbubani, den malaysischen
Politologen, der hat erst gerade auf Deutsch ein Buch herausgegeben, das so einen ähnlichen Titel hat, die Rückkehr Asiens. Also hier tut sich etwas und insofern ist dieses amerikanische neue Jahrhundert, was Herrn Wolfowitz und anderen vorschwebte, das wird sich wohl nicht realisieren lassen. Das ist eine hochbrisante und hochgefährliche Situation. Und zwar deswegen, weil die Vereinigten Staaten fast 100 Jahre lang auf dieses Ziel hingearbeitet haben, nämlich einzige dominante Weltmacht zu werden und das möglichst lange auch zu bleiben. Sie haben über den Ersten und den Zweiten Weltkrieg gezielt das britische Empire und das französische Kolonialreich beendet, wohlwollend mit beendet, um es zu beerben. In anderer Form, nicht indem sie Kolonien besetzen, sondern indem sie es ökonomisch kolonialisieren. Und wer sich daran gewöhnt hat, ich meine, es gab ab 1939 gab es im amerikanischen State Department eine Abteilung, die beschäftigte sich mit der Nachkriegsordnung. Und diese Nachkriegsordnung, über diese Nachkriegsordnung dachten Privatpersonen nach aus der Rockefeller Foundation. Und die Rockefeller Foundation war dann sozusagen ein offiziöses Mitglied des amerikanischen Außenministeriums mit einem stattlichen Budget, und die haben seit 1939 bis 1945 über die neue Ordnung nach einer kriegerischen Auseinandersetzung, die ja dann auch kam, nachgedacht. Das nennt sich War and Peace Studies. Die sind im Internet verfügbar. Es sind über 700 Dokumente. Und das ist sozusagen die Blaupause dessen gewesen, was wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, vom Marshallplan über das Bretton Woods-System bis hin zur NATO. Also, wenn eine Weltmacht wie die USA sich dieses sozusagen über 100 Jahre erarbeitet, in Anführungszeichen hat, und jetzt feststellen muss, es sind neue Akteure da, die uns objektiv diese Rolle streitig machen, obwohl sie möglicherweise gar nicht an deren Stelle treten wollen, die aber objektiv natürlich ihre Macht beschneiden, dann ist das etwa so brisant wie ein angeschlagener Boxer. Das weiß jeder, der mal in diesem Metier auch mal tätig war. Ein angeschlagener Boxer ist immer gefährlich, weil er unberechenbar wird. Und deswegen kommt es jetzt eigentlich darauf an, und hier richte ich sozusagen diese Gedanken an die Europäische Union. Die Europäische Union beschäftigt sich eigentlich weitgehend mit sich selber, also mit ihren eigenen innereuropäischen Problemen. Und hat natürlich auch eine Menge Probleme. Wenn ich an die Neumitglieder denke in Osteuropa, die noch nicht Mitglied der Eurozone sind und jetzt in riesige Schwierigkeiten kommen, durch die durch die Finanzkrise. Aber trotzdem müsste sich dieses Europa eigentlich Gedanken machen, welchen Beitrag es denn dazu leisten will, dass dieser Veränderungsprozess, den ich angedeutet habe, dass der in geordneten Bahnen verläuft. Dass er so verläuft, dass die Vereinigten Staaten akzeptieren können, dass sie vielleicht künftig nur noch einer oder der Erste untergleichen sind und nicht mehr die absolute dominante Nation. Denn es gibt im Grunde genommen keine Grundlage mehr dafür, dass die USA ihre Rolle so weiterspielen können. Die US-Wirtschaft ist nicht mehr konkurrenzfähig in weiten Teilen. Der amerikanische Export ist nicht konkurrenzfähig, weil er nicht eine genügende Warenbreite hat, weil seine Produktivität eingebrochen ist. Nicht, was heißt eingebrochen? Sie ist vernachlässigt worden zugunsten des Finanzsektors. Das lässt sich auch aus eigener Kraft nicht so schnell wieder etablieren. Denken Sie an die Verlagerung vieler Produktionsbereiche in das Ausland. Das kann man nicht eben mal wieder zurückholen. Und die USA-Wirtschaft ist zu 70%, also das war der Stand etwa
zum Höhepunkt der Finanzkrise noch, zu 70% vom Konsum der eigenen Bürger abhängig, der zum überwiegenden Teil auf Pump stattgefunden hat, über diesen Golfstrom, über dieses Golfstromsystem, was ich vorhin versucht habe, als Bild zu vermitteln. So. In so einer Situation erwarte ich von der Europäischen Union, dass sie ihre Rolle definiert bei der Neugestaltung dieser neuen Weltwirtschafts- und Weltfinanzordnung. Was ich aber sehe von der Europäischen Union, ist etwas, was für mich Elmar Brok verkörpert, der CDU-Europaparlamentarier und Mitglied der sagen wir mal, eng verwandelt mit der Bertelsmann Stiftung. Der Elmar Brok ist derjenige, der die Idee einer transatlantischen Freihandelszone seit Jahren propagiert. Das heißt also, er möchte Europa an den Niedergang der USA binden. Was das für Europa bedeutet, kann sich eigentlich jeder ausmalen. Ich habe einen Freund, der sagt immer, Europa hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder verlässt es die sinkende Titanic oder es geht wieder unter. So scharf würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber es zeigt die Richtung an, in die es gehen könnte, wenn nicht die Europäische Union eine Politik macht, die Brücken baut nach Zentralasien, nach Russland, nach China, ohne natürlich die andere Seite des Atlantik zu vernachlässigen. Das ist ein schwieriger Spagat. Aber die Europäische Union muss in der Lage sein, und das erwarte ich auch von Deutschland, den Amerikanern zu sagen, eure Rolle, wie ihr sie euch vorgestellt habt, und wofür ihr Dinge gemacht habt, die also nicht nur indiskutabel sind, sondern die schwerste Völkerrechtsverbrechen sind, die ist ausgespielt und ihr müsst eure Rolle neu definieren. Und davor hat Europa Angst. Und insbesondere die deutsche Politik hat Angst davor, dies zu tun. Auch wenn Frau Merkel jetzt beim russischen Präsidenten war und Unterstützung für Magna bekommen hat, als Opel-Investor und ein russischer Investor die Werft in Schwerin, in Wismar übernehmen will. Das sind alles nur ganz kleine Anzeichen dafür, oder ganz kleine Schritte in die Richtung, die eigentlich gegangen werden müssen. Das ist ein schwieriger Spagat, und wer sich eben 40 Jahre, 50 Jahre daran gewöhnt hat, ein ganz treuer Verbündeter, manche sagen auch Vasall der Vereinigten Staaten gewesen zu sein, der tut sich schwer, sozusagen diese Rolle zu ändern. Aber das ist genau das, was jetzt ansteht. Dieser Prozess, dieser Veränderungsprozess darf nicht sich selbst überlassen bleiben. Und ich will dir noch etwas sagen zur Europäischen Union, weil hier immer Bilder an die Wand gemalt werden von der Militarisierung der Europäischen Union, der Militarisierung ihrer Außenpolitik. Hier wird sehr viel überzeichnet. Die Europäische Union hat bisher einen Korpsstab, mit dem Operationen geführt werden können, und sie hat 2 Battlegroups, 1500 Mann, die auch noch alternativ sozusagen immer Gewehr bei Fuß stehen und nicht gleichzeitig. Verglichen mit der amerikanischen Militärmacht ist das wenn ich mal dieses Wort benutzen darf, ein Fliegendschiss. Also das sollte man wirklich nicht überzeichnen. Die Europäische Union ist zweifellos auf einem falschen Weg, ja, wenn sie über solche Dinge nachdenkt, über Militarisierung oder eine stärkere Rolle des Militärs. Aber in der Realität ist sie kein militärischer Machtfaktor. Die Europäische Union alleine oder die Staaten der Europäischen Union könnten so etwas wie in Afghanistan oder im Irak so einen Krieg überhaupt nicht führen. Und sind überhaupt nicht in der Lage dazu. Das nur mal so als Vergleich. Ich will es mal dabei belassen, damit wir dann uns den nächsten Film anschauen können. Und ich denke, dort wird ja dann auch noch mehr zur Entstehungsgeschichte dieser Finanzkrise gesagt. Und werden auch deutliche Worte noch gefunden zu dem, was da eigentlich dahinter steht, hinter dieser Entwicklung. Ja, danke schön.